Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, Hebeles betriebener Blaster. Ja, haben wir schon mal ein Bild gehabt. Das habe ich jetzt heute auch nochmal ein Bild. Da haben wir mal ins Sommerboot. Die haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal ein Bild gehabt. Da haben wir immer ins Sommerboot. Da haben ich gemeint, die Schiene da oben, das gefällt mir irgendwie nicht. Das passt einfach auch nicht zu dem Blasterle. Und da habe ich Netzkommentare gekriegt, dass man einfach, ja, Zielvisier drauf, statt dem. Und darum kümmern wir uns heute jetzt. Da machen wir Zielvisierle drauf. Ja, erst einmal machen wir das da runter. Das ist bei dem zum Glück bloß Euschraub. Beim anderen habe ich die Lösung schon vorbereitet. Deswegen steht jetzt noch nicht im Bild. Will ja euch die Spannung nicht verderben. Da machen wir Zielvisier hin. So, Schreiblein runter, der Verlierer. Da habe ich das. Das habe ich in verschiedene Farben ausgedruckt. Da haben wir zuerst mal die Farbe. Das habe ich nicht entfernt mit der Farbe. Die da passt schon halbwegs, die überhaupt nicht. Und dann habe ich noch die Farbe. Oh, sieht das? Den muss ich mal gucken. Passt auch nicht ganz. Kann sein, dass das bei euch ein bisschen anders ist, aber das ist am nächsten dran im Vergleich zu den anderen Beuten. Ja, und ein paar Versuche und Zeugs und hin und her. Das habe ich dann ein bisschen iterativ halt. Bei der ersten Versuch habe ich festgestellt, das macht Zeit. Habe ich festgestellt, ja, guckt die Schraube hinten noch raus, das sieht komisch aus. So habe ich mich rantastet. Die packen wir weg. Da könnte man jetzt das längere noch machen. Aber wir nehmen die andere. Das packen wir wieder auf die Seite. Dann nehmen wir das da. Gerade sage ich es noch, Schreiblein nicht verlieren. Und Glück noch bloß über den Tisch geschlittert. Da haben wir dann die Kimme. So, Schreiblein wieder rein, dass es aufgeräumt ist. Ich glaube, ich hätte das da noch ein bisschen unterfüttern sollen. Das seht ihr, das ist schon ein bisschen gestresst. Und so eine Kimme brauchen wir auch Korn. Das haben wir auch. Das ist bloß zum Aufstecken vorne. Das ist die Preispassung. Doof passen, oder? Was sagt ihr? Passt das so? Und dann können wir dann wieder. Dann sieht das halbwegs nach was aus. Aber ein bisschen schwungvoll gestaltet. Das wollte ich einfach so. Man hätte es auch kantiger machen können, aber ich habe gedacht, das ist ein schwungvolles Bleisterle. Da können wir dann feuern. Gucke das nicht, dass ich nicht gar so viel unter den Tisch rumkrabbeln muss. Und, ne, das passt nicht ganz. Ja, das innerem unglücklich. Das ist auch jetzt durchs halbwegs passen. Seht ihr das? Könnt ihr auch mal quasi so ziehen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, dass das hinten scharf wird, ist ein bisschen. Mach scharf. Das ist schon die Pfeffer. Okay, die Witze werden immer schlecht. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil an dem Blaster. Ich habe immer Angst, die Hülse zu verlieren, weil da sind bloß die dabei. Wie ihr seht, die sehen nicht immer ganz taufrisch aus. So. Weil mit dem Blaster spiele ich auch regelmäßig. Der macht schon Spaß. Aber jetzt festgestellt, ja, mit dem Korn geht das euch hätte ich jetzt immer noch nicht, geht das nicht mehr so gescheit. Das ist jetzt, weil das tue ich dann da und dann geht das dann, wird das dann auch reiben, wenn das da irgendwie dann. Muss euch das irgendwann mal zeigen, wie ich das mache. Aber dafür bräuchte ich ein anderes Setup, wie das. Ich euch überhaupt zeigen kann. Das ist was für spätere Videos. Und ich habe da einen zweiten. Was seht ihr? Da habe ich das so gemacht.
Da hat weiß einfach am besten passt. Ich meine, das weiß ich, das, was ich für Streifen irgendwann mal gekauft habe. Für den weißen Streifen oder blauen Streifen. Und für die Riken Mark II habe ich das mal genutzt. Das ist ein bisschen ein helleres Weiß, wie das cremige da hinten. Und das ist da hinten ganz einfach gemacht. Ich bloß draufgesteckt. Weil das ist da hinten ein bisschen anders. Das ist da mit 2 Schrauben und oder da hinten geht der Stift durch und da ist noch Schraube. Und ich glaube, da müsste 2 Schrauben, glaube sein. Ich habe das so entworfen, dass das hier draufgesteckt werden kann und hält. Und faszinierenderweise da vorne, da musste ich das Modell anpassen. Das ist ein bisschen kleiner, das Rohr. Das ist von eine andere Farbe für den da hinten. Und das ist halt ein bisschen kleiner. Deswegen Modell anpassen, dass wieder passt. Ja, das sind so Dinge. Aber das habe ich jetzt auch mal ausgedruckt und dann passt das. Oder halt, für jede Variante halt. Ich meine, da habe ich auch einen Fehlversuch gehabt. Da habe ich ein bisschen dünn gemacht alles, aber ja, das passiert. Ach so sieht es, da haben wir das Original, da haben wir 2 Schrauben da hinten und da gehen die Stifte, die gehen auf das Ding da. Ja, das Schiene hat einfach nicht passt und da war da so Zielvisier dabei, wo man denkt, also das passt überhaupt nicht zum Blasterle. Das kann man nicht verwenden. Dann, ja, ich höre auf Kommentare, es hat manchmal nur ein bisschen Zeitverzögerung, von daher ist aber auch nicht dramatisch, ich denke das halt mal aus, oder? Das. Ich manchmal halt ein bisschen Videos vorproduziere, je nachdem wie ich Zeit habe und dann kann es immer sein, dass ich dann noch anderes Woche machen will und dann kann da 1-2 Monate ins Land gegangen, manchmal auch 3, 4, bis ich dann darauf reagieren kann. Und gut, dann musste ich auch noch die Zeit finden, das da hinten zu entwerfen. Das hat ja auch noch ein bisschen gedauert. Filament kaufen und Zeugs und dann habe ich gedacht, wenn ich das Video mache, dann mache ich das gleich vorbei, die Blaster, dann ist es erledigt. Ist jetzt nicht so wahnsinniges Bastelvideo. Nächstes Mal wieder, hoffentlich. Dann machen wir dann an der Hammers Blaster weiter. Seht, ich bin Cowboy. Das Hebele, Hämmerle, das alles. Ach, den können wir noch feuern. Da sehen die Hülse besser aus. Die Patrone. Ja, hört sich. Ich glaube, ich habe bei dem anderen Video, das erste Video, wo ich beide drin hatte, habe ich glaube messwertig gemacht. Bin mir das nicht mehr sicher, aber ich verlinke es euch auf jeden Fall unten. Das kennt ihr ja. Also wenn ich es nicht vergesse, wenn nicht. Habe ja mittlerweile Playlists, da findet ihr das auch. Oder die Hebel des Blasters. Packen wir den gleich rein, da ist wieder aufgeräumt. Oder bleibt da. Will nicht unter den Tisch krabbeln. Und das waren dann alle. So, das haben wir auch ein bisschen rumgefeuert. Das ist jetzt. Und dahinter ist mein Auffangbehälter. Ja. Wobei ich stehen geblieben habe, eine Playlist gemacht und alles. Also guck schon, dass es mit dem Kanal vorangeht. Habe jetzt auch mittlerweile, das habe ich jetzt in den letzten Videos auch konsequent vergessen zu erwähnen, dass ich mittlerweile einen Twitter-Account habe und einen Blue Sky-Account und dass wir einfach auch ein bisschen sonst in Interaktion treten können oder wenn allgemein irgendwo mal Events oder sonst was ist, wo man mit dem Zeug auch ein bisschen zusammen Spaß haben kann. Einfach schreiben da. Ich beiß normalerweise nicht. Also, bin recht harmlos, wenn er mir nicht auf den Keks geht. Wenn ihr mir nichts tut oder mir noch Gutes tut, dann tue ich euch auch noch Gutes, ganz einfach. So in etwa. Kriege ich das so aufgenommen? Nee, das ist vom Kamera. Ah, doch so. Aber gut, das ist jetzt. Ja, das nicht ganz, aber kriegt eine Vorstellung. Und das ist mit dem Auge, da ist das Auge schon besser. Da kriege ich beide scharf. Und ja, also das Blaster der Hanna kostet etwas Doppelte von dem. Ist aber auch wert. Also der Hanna ist jetzt, das habe ich glaube aber in einem Zusammenbauvideo. Es hat einfach mehr Gewicht, das ist viel Metall.
Gut, der Kratzer war leider schon drin. Also Bar war er da schon drin. Oder Bar habe ich nein gemacht. Das ist halt, wenn man das Zeugs verwendet. Irgendwie sieht das Röhrle ein bisschen schäbig, dreckig aus. Aber sonst ganz cooles Blasterle. Und ich finde halt auch die Farbe irgendwie. Das wirkt ja nicht so. Ich glaube, den gibt es auch noch in braun und schwarz, aber das wirkt halt schon. Ja, nee. Das ist dann schon harmlosere Variante. Und das ist halt. Also, das ist jetzt auch ein paar Monate schon aufgebaut, aber ja, es riecht immer noch so nach einer riechen mal nach. So nach einer Mischung aus Elektronik und Hallebad. Ja, nicht mehr so intensiv wie am Anfang, also als ich die Box aufgemacht habe, ich mir gedacht, okay, das ist interessant, das kann doch nicht gesund sein. Interessant. Ja, keine Ahnung, also ich verbinde den Geruch halt mit Elektronik oder ein bisschen also ein bisschen Chlor-Hallebad-Geruch ist dabei. Faszinierend, dass das nach der Zeit immer noch so riecht. Aber da haben sie von beide Seiten einen Druck spendiert. Da ist bloß auf einer Seite. Wobei das auch besser aussehen würde ohne einfach. Aber einfach vom Gewicht her. Ja, das ist halt ganz leichtes Dengele. Also das konnte ich auf die Bilder auch nicht so unterscheiden, aber wenn ihr da wirklich was Schönes zu spielen haben wollt, da ist halt Drücker, Hebel ist aus Metall, da ist der Hebel, Drücker, alles aus Kunststoff. Oder Anna, das Röhrle wirkt dünner. Das Röhrle ist der Hanne, da sieht man auch deutlich die Naht, das ist der Hanne wesentlich besser gelöst. Und das hat auch an der Stelle die Naht, weil irgendwie muss es halt gemacht werden. Aber ja, und der Hebel ist halt, also ja, das ist schon okay, wenn der aus Metall ist. Ich meine, das ist klar. Zum einen ist aus Metall und zum anderen ist es noch eine ganze Ecke dicker. Gut, der Lack ist halt schon. Das seht ihr. Es ist kein Ausstellungsstück. Ich habe mir das gekauft, weil ich damit spielen will und das mache ich auch. Und das ist auch okay, das darf auch ein paar Gebrauchsspuren haben. Und da basteln wir auch dran rum. Und an dem basteln wir. Da bin ich sowieso noch am Überlegen. Weiß nicht, ob ich das Jahr dazu komme, dass man da einfach mal schaut. Bei dem ist nicht viel verloren. Einfach wesentlich mehr Leistung einpacken und gucken, wie man das vielleicht hinkriegt. Gut. Man, eigentlich wäre es sinnvoller, das beim anderen zu machen, aber ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist leichter zerlegt. Und wie schon gesagt, bei dem ist man dann auch nicht schade, wenn es dann nachher nichts wird, bei dem fände ich es halt schade. Oder sind das so Pressstiftel oder so? Das musst du mal gucken. Das da mit der Schraube schon Gott. Aber das Gott auf jeden Fall so. Ich meine, lasst also das euhändig zu bedienen, so wie der Schwarzenegger im Terminator. Das ist ja. Allerdings, ich meine, ihr müsst halt da wenn ihr das spannt, die Feder mitspannen. Und das lasse ich halt so ein Ding, Ellenbogen rein und da so nach unten gleitet. Deswegen würde das, wenn das dann Ellenbogen drin wäre, nach unten gleitet. Das ist halt mit dem Korn nicht so gut. Das tut weh. Ja, ich hab's testet. Das war nicht so angenehm. Das könnt ihr mir glauben. Ich hab den Fehler gemacht, ich hab's testet und dann, ich hätte es durchdenken sollen. Also, und dann wäre ich auch zum Schluss gekommen, das könnte weh da. Und dann hätte ich es weggemacht wieder. Aber nee, ich hab das testet und es hat ein bisschen. Und ich hab dann schon abgebrochen. Ja, aber ich find's cool, dass das irgendwie überhaupt Gott. Und deswegen habe ich ja mal X-Shot Lock, habe ich ja auch so gemacht, dass man die euhändig bedienen kann oder auch halbwegs komfortabel euhändig bedienen kann. Und bei dem ist halt das Hebel. Das ist halt, also aus Kunststoff und nur deutlich dünner. Ja, die Nägel und sowas, okay.
Für das, was es kostet, hat was teuer. Das ist ganz so einfach, das war's teuer. Aber ja, ich kaufe den Scheiß, dann müsst ihr nicht machen, weil neugierig und so. Und ich bastel sogar dann dran rum. Also, von daher, lasst ein Abo da, dann kriegt ihr mit, was ich damit noch sonst noch so mache. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.